the sun rising, but you're still drawing lines. War never changes. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war, unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesars Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel.
Sie sind wach. Na sowas. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? So, und somit Christi bei Fallout New Vegas. Dieses Video oder diese Reihe war eigentlich, oder dieses Spiel an sich selber habe ich schon extrem lang geplant. Da ich aber derzeit noch immer am Herumwerkeln bei Fallout 4 bin, jetzt in meinem Umfang, was ich daheim an Technik und an Können habe an den ganzen Sachen, haben wir gedacht, ich werde jetzt zwischenrein nochmal Fallout New Vegas nehmen. Jetzt haben wir Fallout 3, Fallout New Vegas und Fallout 4 am Kanal. Immer am Fallout Sonntag wohlgemerkt, gell? Und zwar, es wird heute, diese Episode wird jetzt nur mal die Charaktererstellung sein. Dann werden wir dieses Haus verlassen und nachdem wir das Haus dann verlassen haben, wir speichern und dann werden wir die Episode für heute beenden. Wir geben jetzt einmal ein, weißt du was? Ich hab so selten mich in Spielen, wo ich mich selber spiele. Ich hab's derzeit nur in The Elder Scrolls Oblivion geplant und machen wir es heute ausnahmsweise auch hier. Okay. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. Ich bin Doc Mitchell. Willkommen in Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Wie habe ich es gemacht? Das bin ich nicht. Ja, da machen wir mal weiter. Das passt. Was gibt's denn als Vorgabe? Warte mal. Was schaut denn mir ähnlich? Muss ich so machen? Jein. Nehmen wir sowas? Warte mal, wer schaut denn so aus? Wenn's mir einfällt, sag es da. Weißt du was, das lassen wir. Das schaut, ja. Das können wir nehmen. Alter. Wie viel geht denn? Ich gehe schon zum älteren Schlag, gell? Nehmen wir das schaut cool aus, passt. Weiter, Frisur lassen wir. Die Haarfarbe. Weißt du was? Da ich ja zeitweise immer schwarz gefärbt hab, belassen wir es so. Das schaut cool aus. Haha! Ihr Schweindeln. Weißt du was? Das belassen wir so. Gefällt Ihnen Ihre Figur? Ah ja, schlank bin ich, also das wird schon passen. Naja, die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten Dinge. Gut. Es bringt nichts mehr, Sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob Sie aufstehen können. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester dort drüben. Immer schön langsam. Das ist kein Rennen. Nicht? Ach schon, ich glaube, wir sind da bei die 24 Stunden volle Mann. Ach, das ist ja. Oh. Sie in Ruhe lassen. Toll. Baby, wenn ich soweit bin. Mindestens 25, okay. Wenn ich soweit bin, Baby, komme ich zurück. Und dann bist du mein. Warte mal kurz. Da gibt's ja Stümperpacks. Blutpaket. OP-Schlauch. Na, das braucht man nicht. Was hat denn der Sieht gute ganz gut aus. Onkel Doktor Gehen noch? Sie rüber und probieren Sie den Vitalitätstester aus. Jetzt noch So nicht. merken wir schnell, ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben.
Ja, gehen kann ich, reden kann ich, also von dem her sollte das alles kein Problem darstellen. Stützbandage brauchen wir alles nicht. Gehen wir mal da her. Ach du heilige Scheiße. Ah ja, das war das andere System, genau. Stärke sagt aus, wie einfach ein Cowboy seinen Sattel und große Schusswaffen tragen kann. Oder wie hilfreich er in einer Kneipenschlägerei ist. Warte mal, machen wir da mal, also da können wir nur 3 Punkte vergeben. Also da machen wir 6, genau. Dann haben wir die Wahrnehmung. Sprengstoff, Dietrich, Energiewaffen, Präzision, Kompass, Reichweite. Ein aufmerksamer Cowboy weiß immer, ob eine brennende Stange Dynamit in der Nähe ist oder sich ein Schurke anschleicht. Also da bleiben wir auf 5. Ausdauer. Waffenlos, Gesundheit, Resistenz und Überleben. Einen guten Cowboy hält nichts auf, nicht wenn er Ausdauer hat und einen mächtigen Revolver im Halfter. Wir können ja da noch immer zurückgehen. Charisma. Sie werden feststellen, dass ein paar Cowboys mit einer Engelsstimme und einem Talent für Süßholzraspeln gibt. Beeinflusst. Pfeilischen Sprache, Begleiter, Nervenstärke. Ich muss da aber ehrlich gesagt gestehen, Charisma ist für mich in solchen Spielen ein Muss, gell? Intelligenz. Wir sind begabt. Jo. Warte mal ganz kurz. Dann können wir aber hergehen. Bei der Stärke einen runter, genau. Und den Punkt stecken wir in die Intelligenz, genau. So machen wir's. Da ist es die beste Lösung dieses Jahrtausends. Okay? Kapier jetzt nicht, was will er jetzt von mir? Da alle einmal. Ach so. Trottel. Da hat er das zusammengefasst. Passt. Gut, dass die Kugeln ihrem Charme nicht geschadet haben. Na Nun, erst. wir wissen, dass ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn dumm gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? Waff, waff. Mein Hund ist schwul, die dumme Sau. Er macht nicht Kleff, er macht nur Wow. Also das war ein uraltes Ärztelied. Entschuldigung, dass ich es jetzt gesungen habe. Genau mein Humor. So, kann man da durchkommen? Ich werde in der Zwischenzeit zur zweiten Episode hin wieder an die Einstellungen ein bisschen anpassen. Weil das mit der Maus, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu groggy. Ja, jetzt uns hin. Ja, bist du deppert? In Ordnung. Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Hund. Katze. Haus. Zuflucht. Nacht. Traum. Bandit. Bestechen, zerschmettern, erstechen. Was? Bestechen, zerschmettern, erstechen, Schweizer Käse, vaporisieren, vernünftig. Schweizer Käse. Licht. Dunkel, dicht, Strahl, Blitz, Inspiration, Taschenlampe. Blitz. Mutter. Komm an Mamas Brust. Menschlicher Schild. Manchmal lernt man bei solchen Tests mehr über sich, als man wissen wollte. Und das ist wohl nicht immer das Beste. Aber vielleicht erklärt es auch ein paar Dinge über Ihre Lage. Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Trifft zu, keine Meinung, trifft nicht zu. Konflikte.
Ich mag Konflikte irgendwie nicht. Arme Ausreden und dann war's das für mich schon wieder. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Stimmt. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Nö, eigentlich nicht. Das trifft eigentlich gar nicht zu. Neue Ideen, Veränderungen, kann nichts Schlechtes sein. Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Komischerweise, ja. Wir haben es fast geschafft. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Eine zerbrochene Kette, eine chemische Reaktion, einen Schatten in einem Türrahmen, eine nässende Wunde, eine wütende zweiköpfige Ameise. Okay. Eine zerbrochene Kette, eine chemische Reaktion. Das schaut eher aus wie ich will es gar nicht sagen. Eine nässende Wunde. Weißt du, was ich nehme? Da ist da. Gut. Was ist damit? Ich sehe ein kostbares Kunstwerk. Das ist was Technisches aus dem Raumzeitalter. Ein Schiff auf dem Meer. Es ist mir zu peinlich zu sagen, wonach das aussieht. Ich würde sagen, das ist ein dicker Hintern auf einen Sessel drauf. Genau. Und das Letzte. Ein Licht in der Dunkelheit, ein bärtiger Mann, ein Atompilz, ein Kopf auf einem Kissen. Nö, schaut eher aus wie ein Atompilz. Mehr hat sie nicht geschrieben. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. Ich liebe einfach diese, wie heißt's? Diese Obsidian-Rollenspiele. Die sind sowas von genial. Aber das gefällt mir mal gar nicht. 3 Spezialfertigkeiten. Wir nehmen als erstes die Wissenschaft. Wissenschaft repräsentiert bewiesene Dinge in Computerterminals nah. Was haben ich da immer genommen? Die Sprache sowieso. Reparieren. Und die Fertigkeit Falschen beeinflusst die Ein- und Verkaufspreise von Gegenständen. Je stärker die Fähigkeit ausgeprägt ist, desto weniger kosten sie im Allgemeinen die Gegenstände, die sie kaufen möchten. Wie nennen wir das? Ja, jetzt sind wir fertig. Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte bekomme. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. Nicht unbedingt. Alter Mann mit einem jungen Gesicht. Begabt. Ich suche mir da etwas aus und dann sage ich dir, warum ich das nehme. Warte mal kurz. Begabt. Sie sind begabt, aber nicht erfahren. Sie erhalten 5 Punkte für jede Fertigkeit, aber sie erleiden minus 10% auf jegliche Erfahrung, die von jetzt an erworben wird. Brillenschlange, Frühaufsteher, gutmütig Hamsterer, heißblütig. Wenn ihre Gesundheit unter 50% fällt, erhalten sie 10% mehr Schaden, aber sie erleiden auch minus 2 auf ihre Beweglichkeits- und Wahrnehmungsattribute. Kamikaze. Erleiden eines Bühne, Klaustrophobie. Nö. Logans Hintertürchen. Ah ja, du hast ja da eine Level-Obergrenze, gell? Ja, das ist besser. Warum? Keine Ahnung. Der Flammenwerfer. Ausrüstung. Okay, 25. Das hört sich sehr gut an. Jedoch nimmt der Zustand, also 25% schneller ab. Das will ich nicht. Schnellschuss, na. Verschleuderer. Wildes Ödland. Vereint die bizarrsten und albernsten Elemente des postnuklearen Amerika, nicht empfohlen für schwache oder humorlose Gemüter. Zarter Wuchs. Aufgrund ihrer geringen Körpergröße haben sie
Aber wir werden schneller verkrüppelt. Hm. Das ist schwierig. Sie sind von Natur aus gutmütig und lösen Probleme mit Grips als mit Gewalt. Da ist nimmer. Begabt. Sie sind begabt, aber nicht erfahren. Sie erhalten plus 5 Punkte auf jede Fertigkeit, aber sie erleiden minus 10 auf jegliche Erfahrung, die von ihnen jetzt erworben wird. Weißt du was? Das ist scheißegal, die 10% die kann ich akzeptieren. In Ordnung, das sollte reichen. Kommen Sie mit, ich bringe Sie nach draußen. Wo ist er denn? Der Onkel Doktor. Ich muss mich erst mit der Tastendings ein bisschen vertraut machen. Entschuldigung. Also die Truhe ist eh leer. Wilde Kürbissamen. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was du damit machen kannst, aber scheißegal. Braucht man nicht. Achso, da waren wir ja schon, gell? Und da ist es wahrscheinlich alles stehlen. Nö. Nö, nicht einmal. Reinigungsmittelkarton, das werden wir dann essen. Hefe braucht man nicht. Toilette, Toilette, Toilette. Was ist da drinnen? Haarklammern. Hab doch etwas Geduldsspiel. Genau, da hast du die Bücher und die kannst du dann für irgendwas, wenn du das brauchst, kurzzeitig einsetzen. Da kriegst du so einen kurzzeitigen Erfahrungspunkte-Boost, wie man so schön sagt. Okay, Munitionskiste, nehmen wir alles mit. Hey Dog! Oh. Chronische Kronkorken. Na gut. Hier, das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Vaults auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Sie hätten mein Zeug nicht durchsuchen sollen. Und was mache ich jetzt? Wir kennen das Spiel schon so weit, gell? Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Keine Ursache. Dafür bin ich ja hier. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Ein Hardcore-Modus? Nö, das ist mir momentan zu... Nein. Gehirnerschütterung. Ain't that a kick in the head? Okay. Wir gehen jetzt da raus und dann sage ich da was. Das wirst du gleich sehen. Anarchistische Revoluzer. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Jetzt haben wir es benannt.
Old World Blues. Sie haben ein fragmentiertes Signal auf Ihren Pip-Boy bekommen. Irgendeine kodierte Übertragung mit einem traurigen, jazzigen Unterton, von dem Sie Kopfweh bekommen. Soweit Sie das beurteilen können, scheint es eine Einladung zum Mitternachts-Science-Fiction-Feature im Mojave Drive-In zu sein. Kommen Sie pünktlich, um die Trailer nicht zu verpassen. Old World Blues. Ihre Levelgrenze wurde um 5 erhöht. Happy Trails Expedition. Ihr Pip-Boy hat ein Funksignal der Happy Trails Karawanenkompanie empfangen. Sie suchen nach einem weiteren Mitglied für eine Expedition in das Siontal. Auch um 5 erhöht. Boah. Die Wiedervereinigung. Es sind Koordinaten, die zum Canyon Wrack westlich von Prim führen. Unter den Koordinaten stehen die Worte Kurier 6 und die Unterschrift Ulysses. 5 erhöht. Ja, und somit beginnt in einer Woche, beziehungsweise am nächsten Sonntag, Arsenal der Waffenschieber. Der aktuelle Konflikt im Mojave-Ödland hat dazu geführt, dass Waffenhersteller unter Volldampf produzieren. Alle großen und kleinen Waffenhändler der Gegend bieten neue Waffen, Munitionstypen und Modifikationen an. Gehen Sie zum nächsten teilnehmenden Händler, um die neuen Waren zu begutachten. Waffenschieber wurde geladen. Und somit kommt noch was. Feierliche Eröffnung der Sierra Madre. Genau, das habe ich damals auf der PlayStation 3 gespielt. Habe ich aber dann nie fertig gemacht, weil der NPC, der Supermutant, verpackt war. Ihr Pip-Boy hat eine Radioübertragung empfangen, die sie zur großen Eröffnung des Sierra Madre Casinos einlädt. Um 5 erhöht. Passt. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe in einer Woche, am nächsten Sonntag, am Fallout-Sonntag. Ich hoffe, du hast ein bisschen Freude an dem, was ich da jetzt gerade mache. Ich hab so richtig Bock wieder auf Fallout. Und alles kenne ich auch noch nicht. Ich hab's zwar durchgespielt so weit, aber es drumherum kenne ich viel noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Baba dabei.